heißt der biblische Weg zur Lösung unserer Schwierigkeiten und Probleme. Is the biblical way to solve our problems. Und ich möchte mit einer Bibelstelle anfangen, I want to start with a Bible passage. aus Jesaja 35, 3 bis 5. Isaiah 35, 3 to 6. Und da steht, stärket die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Saget zu denen, die verzagten Herzen sind, seid getrost, fürchtet euch nicht, siehe da, euer Gott. Er selbst kommt und hilft euch. Alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Alsdann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen wird jauchzen, denn in der Wüste brechen Wasser hervor und Bäche in der Steppe. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, du bist der, der das Wort Gottes lebendig macht. Und ich lade dich ein, dass du jetzt kommst und dass du die Worte Gottes lebendig machst, dass wir verstehen und hören, was du uns heute sagen willst, dass wir verändert werden, immer mehr in dein Bild. Übernimm du jetzt einfach die Führung von diesem Gottesdienst in Jesu Namen. Amen. Also wir haben hier gelesen von schlaffen Händen, von wankenden Knien und von verzagten Herzen. We're reading here about weak hands, feeble knees, and that our hearts are fearful. Und ich glaube, in der heutigen Zeit erleben viele Menschen genau das. And so people are experiencing this today. So many people. Wenn man so hört von Kriegen, von Kriegsgerüchten, von Katastrophen, We hear from wars and rumors of wars and disasters. das kann Angst machen, dass wir verzagte Herzen, wankende Knie, schlaffe Hände bekommen. But we have those weak knees because of what we hear and the weak and the fearful hearts. Vielleicht auch, wenn wir von diesen gesellschaftlichen Verwerfungen hören in der heutigen Zeit, When we hear Verwerfung, also von dem ganzen Gender-Zeugs und all we das. hear about all that's happening in the gender area in our society, disaster. Vielleicht sind auch andere Umstände der Auslöser, dass wir müde und verzagt werden, vielleicht Krankheit Sometimes things like sickness can affect us, oder Stress am Arbeitsplatz. or stress by their work. Also es gibt viele Gründe, warum Menschen in der heutigen Zeit schlaffe Hände, wankende Knie, verzagte Herzen haben können. And there's so many reasons why people will have these weak knees and these fearful hearts. Aber Gott weiß ja, dass wir in dieser Welt leben. But the Lord knows that we live in this world. Er weiß um all die Herausforderungen, in denen wir sind. He knows the challenges we face. Und die Bibel sagt uns ja, der Teufel ist der Herr der Welt. We know the Bible tells us that the devil is the prince of this world. Nicht Gott, sondern der Teufel. Not God, but the devil. Und der Teufel versucht uns möglichst unten zu halten. And the devil tries to keep us down. Er versucht uns möglichst in Angst zu halten. He wants to keep us in fear. Schlaff und müde und entmutigt. Weak and tired and unable. Weil dann werden wir ihm nicht gefährlich. And then we're not dangerous to the devil. Obwohl er besiegt ist, Although he's already defeated. durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha getan What hat, Jesus did on the cross. will er uns möglichst entmutigen und unten halten. He wants to discourage us and keep us down. Und das Schöne ist, Gott sagt hier mit keinem Wort, And the good thing is that God said with no word, sorry. er sagt mit keinem Wort, du enttäuschst mich, wenn du entmutigt bist. And he never says to us, you're disappointing me when you're discouraged. Jetzt reiß dich doch zusammen. He said, try to do something. Er schimpft nicht mit uns, wenn wir müde, entmutigt und verzagt sind. He's not telling us off when we're in that situation. Sondern er zeigt uns einen Weg auf, wie wir herauskommen können aus diesem Zustand der Verzagtheit. He shows us a way
we can get out of this position that we're in. Das sagt er in Vers 3 und 4. In verse 3 and 4, Sagt er, stärket die schlaffen Hände, festigt die wankenden Knie, sage zu den verzagten Herzen, strengthen the weak hands, make firm the feeble knees. der Weg heraus aus diesem Zustand ist, dass wir reden. The way to get out of this situation is to speak. Reden zu uns selber, wenn wir müde, verzagt, schlaff sind. We speak to ourselves when we're feeling tired and broken down. Oder wir reden zu Geschwistern, die in diesem Zustand sind. Or we go to brothers and sisters who are in this position. Und was sollen wir ihnen sagen? We should tell them, ask them. Wir haben es gelesen, wir sollen ihnen sagen, oder uns selber, wenn wir in einer solchen Situation sind. Or where we're in certain situations. Wir sollen ihnen sagen, siehe da, dein Gott. Look at your God. Siehe da, dein Gott. Er selbst kommt und hilft dir. He will come and help you. Also wir müssen nicht versuchen, uns selber zu helfen, We don't have to try and help ourselves, sondern uns auf Gott ausrichten. but to put our focus on God. Ihn anschauen, wie er ist. To look at Him as He is. Das ist eigentlich der erste wichtige Schritt. That's the first important step. Und es ist eine Entscheidung. And it's a decision. Es ist deine Entscheidung. It's your decision. Auf was willst du schauen? Willst du auf deine Probleme schauen oder willst du auf Gott schauen? Will you look at your problems or will you look towards the Lord? Stärken, festigen, herausführen aus Angst und Verzagtheit, es funktioniert nur, wenn wir auf unseren Gott schauen. The way out of these situations is only as we look towards the Lord. Und der Hebräerbriefschreiber, der sagt genau das Gleiche mit anderen Worten. Kannst du die nächste Folie? Da lesen wir genau dasselbe, einfach mit ein bisschen anderen Worten. We read the same but with slightly different words. Da steht, darum also wollen auch wir, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede hemmende Last, also alles, was uns belastet, was uns hemmt, was uns, ja. Everything. Therefore we also let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. Jede hemmende Last und die uns so leicht umringende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen in dem Wettkampf, der vor uns liegt. Let us run with endurance the race that is set before us. Wie machen wir das? Indem wir hinblicken. We can do that as we look to. Indem wir hinblicken auf den Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus. As we look at the author and finisher of our faith, Jesus. Jesus ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Jesus is the author and the finisher of our faith. Das ist dasselbe. Siehe da, dein Gott. Look, your God. Und interessant ist im Griechischen, And in Greek, hier steht, indem wir hinblicken, aber eigentlich steht wörtlich, indem wir wegblicken. we should look. Wegblicken. Look away. Look away, sorry, thanks, brother. No tomatoes, but look away. Look away, yes. Da steht wirklich, indem wir wegblicken. Weg von was? We need to look away from what? Von der hemmenden Last, von der uns so leicht umringenden Sünde, von all den Schwierigkeiten, Problemen, Nöten, mit denen wir im Alltag konfrontiert werden. All of the problems and the needs that we have in everyday life, we need to look away from them. Wenn du also herauskommen willst aus deinen Schwierigkeiten, Problemen, Nöten, Krankheit, wenn du frei werden willst von der Sünde, die dich immer wieder einholt, If you want to get out of all this stuff, sorry, I'll have to shorten. ist okay.
Unless someone else can pray. Das geht nur, wenn wir wegblicken von diesen Dingen auf Jesus, It only works when we look towards Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. the beginner and the ender of our faith. Und wir haben ja gesungen, wir möchten Erweckung haben, We want revival. haben wir gesungen im Lied. We sang in that song, we want revival. Und wenn wir Gott anschauen, And when we look to God, wenn du anfängst, Gott anzuschauen, when you begin to look to God, dann hat das die Auswirkung erstens, it has the kannst du result die nächste Folie, dass deine Probleme gelöst werden, that your problems will be solved. weil da steht, alsdann werden die Augen der Blinden aufgeschlossen und die Ohren der Tauben werden aufgetan. Alsdann. Dann, As we do these things, as we look, dann kommt die Lösung deines Problems. Dann siehst du Gott nicht mehr deine Probleme. Then you see God, you don't see your problems. Das hat aber noch die tiefere Auswirkung. That's got a deep working in us. Wenn wir Gott anschauen, When we look at God, wenn wir Jesus when we anschauen, look at Jesus, alles, was er für uns getan hat am Kreuz, everything what he did for us on the cross, das macht etwas mit dir. what does that do to you? Dann bist du erweckt, Then you are revived. dann bist du begeistert. Then you are excited. So fängt Erweckung an. So that's how revival starts to happen. Das steht da im Psalm 34, Vers 6, In Psalm 34, Vers 6, da steht, blicket auf zu ihm. towards him. Siehe da, dein Gott, blicket auf zu ihm. Look towards him. So strahlt euer Antlitz. So that your faces will shine. Habt ihr gehört? Wenn wir auf ihn schauen, dann strahlt dein Antlitz. When we look towards him, our faces will shine. Warum strahlt dein Antlitz? Why will we shine? Weil du begeistert bist von deinem Gott, Because you're excited by your God. von dem, was er für dich getan hat, What he's done for you. von diesem Jesus, unserem Erlöser. And Jesus, our Savior. Blicket auf zu ihm, so strahlt euer Antlitz. Look towards him and your faces will shine. Und dann steht, um dir werdet nicht zu Schanden werden. And you will not be disappointed. Und ihr werdet nicht zu Schanden werden. You will not come to problem. Wenn du auf ihn schaust, If you look towards him, trotz deinen Problemen, even with your problems, mitten in deinen in the Problemen, middle of your problems, sagt uns die Bibel, the Bible says, dann wirst du nicht zu Schanden werden. then you will not be disappointed. Du gehst nicht unter in deinen Problemen, You will not be under your problems. sondern du wirst die Hilfe Gottes erleben. You will experience God's help. Sein Eingreifen. Just take hold of it. Yeah. Never. Blicket auf zu ihm. Siehe da, dein Gott. Look towards your God. Und du sagst jetzt vielleicht, ja, aber das ist ja nur Verdrängen. That's just a distraction, looking away. Das ist ja nur Verdrängen. That's just putting it off. Aber das hat nichts mit Verdrängen zu tun, It's nothing to do with putting off. weil wir richten unseren Blick ja nicht irgendwo hin. We're not just looking somewhere else. Wir sagen ja nicht, ich habe keine Probleme. We're not saying, hey, I've got no problems. Ich habe keine Angst, I have no fear. sondern wir haben das. We have that. Aber wir richten unseren Blick auf Jesus. We choose to Und- turn our eyes upon Jesus. Und er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. And he is the beginner and the finisher of our faith. Wohin wollen wir denn schauen, wenn nicht auf Jesus? Where else will we look apart from Jesus? Das Beste, was wir tun können. The best thing what we can do. Siehe da, dein Gott, das ist der göttliche Weg heraus aus unseren Nöten und Problemen und Schwierigkeiten. This is the godly way out of our problems and difficulties. In uns müsste so ein geistlicher Mechanismus entstehen. We need to understand this spiritual mechanism Genau, Mechanismus oder Verhaltensweise, for our attitudes, the way that we think,
Wenn wir konfrontiert werden mit einem Problem, einer Schwierigkeit, einer Not, einer Krankheit, when we're confronted with a problem, with a sickness, normalerweise, wir Menschen sind so, dann starren wir auf dieses Problem. sometimes when we're confronted with a problem, we just seem to stick at this problem. Dann sind wir fasziniert von diesem Problem. Wir können den Blick nicht davon, negativ fasziniert von diesem Problem. Wir können den Blick nicht abwenden von diesem Problem. We just seem to get stuck looking into this problem. Ihr kennt ja diese Schlange, die das Kaninchen fixiert und das Kaninchen kann nicht mehr wegschauen von der Schlange. We know how a snake mesmerizes. Es wird hypnotisiert von der Schlange und kann nicht mehr wegschauen. Look away from that snake. Und dann verschlingt die Schlange das Kaninchen. And then the snake swallows the mouse. Und wir müssen lernen, unseren Blick weg vom Problem auf Jesus zu richten. We want to take our eyes away from our problems onto Jesus. Und das ist dieser Mechanismus, wenn ein Problem in dein Leben kommt, And this is this mechanism that we can look at. That should be how it will work in our lives. dass wir eben nicht auf das Problem, sondern direkt auf Jesus schauen. But we look on Jesus. Siehe da, dein Gott. Look, your God. Auf Jesus schauen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. The author and the finisher of our faith. Und zwar mitten im Problem. In the middle of the problem. Nicht erst, wenn das Problem gelöst ist, Not when the problem is already solved. sondern im Problem unseren Blick auf Jesus richten. In the problem, look towards Jesus. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. He's the beginning and the end of our. Und wenn wir das machen, And when we do this, das setzt Glaube in uns frei. then we start to get faith. Jesus sagt ja immer in den Evangelien, wenn er jemand geheilt hat, In the Gospels, when Jesus heals somebody, dann hat er meistens gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. mostly he said to them, your faith has healed you. Und wenn wir auf ihn schauen, And when we look at him, den Anfänger und Vollender des Glaubens, the beginner and the author, the finisher of our faith, dann kommt Glaube in unser Herz. then we have faith in our heart. Und dieser Glaube ermöglicht es Gott einzugreifen. And that enables God to step in. Aber die Voraussetzung ist, But the foundation of this is wir müssen unseren Blick auf Gott richten. we have to look towards. Siehe da, dein Gott. Look at your God. Und wir wollen 3 Beispiele kurz anschauen von Menschen, die das gemacht haben. I want to look at 3 people who did this. Im Problem, in der Not, in der Schwierigkeit. In the problem, in the difficulties. Ihr kennt vielleicht die Beispiele. Das erste Beispiel ist David. The first example is David. Genau. David war ja gesalbt worden von Samuel zum König. David was told by Samuel, the prophet, 1. Samuel 23, 15 bis 17. 1 Samuel 23, 15 to 17. Und Saul merkte das. Der amtierende König Saul merkte das. Saul realized this. Und Saul wollte David töten. And Saul wanted to kill David. Und er hat seine ganze Armee dazu eingesetzt, He used his whole army against David um David zu töten. to try and kill David. Und da steht im Vers 15, And it says in verse 15 David aber fürchtete sich. that David Was afraid. was afraid. No, it doesn't. Does it? Yes. David aber fürchtete, steht hier. David aber fürchtete sich, da Saul auszog, ihm nach dem Leben zu trachten. Okay. David er hat jetzt gedacht, hey, David hat sich doch nicht gefürchtet. David war nicht Superman. David was not a Superman. Superman bin ich. Nein, auch nicht. It's not in
in the English, but David war ein Mensch wie du und ich und er fürchtete sich und das Ja. verstehen wir auch. yeah, David was fearful. We understand that. Wenn eine ganze Armee dazu eingesetzt wird, dich umzubringen, If a whole army was set against you, you would fear. schlaffe Hände, wankende Knie, verzagtes Herz. Hands and feeble knees, fearful. Das war der Zustand von David, er fürchtete sich. That was the situation of David. He feared. Und da kam ein Freund zu ihm, And a friend came to him, übrigens ein Sohn von diesem König, der ihn umbringen wollte, the son of this king that wanted to kill him, Jonathan, Jonathan, ein wirklicher Freund. a real friend. Und Jonathan kam zu David And Jonathan came to David, und Jonathan sagte nicht, and Jonathan said, didn't say it. didn't say, Er sagte nicht, hey David, du schaffst das schon. he didn't say, hey, you're okay, you'll make it. Du bist stark, du bist fit, du bist jung. You're young. Das sagte er nicht. He didn't say that. Obwohl, das stimmte ja alles. Well, in one way, it would have been true. Das war David. David was. Aber da steht, Jonathan stärkte David, Jonathan strengthened David indem er ihn auf Gott hinwies. in that he pointed him towards God. Also Jonathan kam zu David Jonathan came to David und er sagte ihm, and said to him, siehe da, dein Gott. look at your God. Siehe da, dein Gott. Look at your God. Und David schaute auf Gott, And David looked at God, kam heraus aus seiner Angst and he came out of his fear, und er erreichte schlussendlich sein Ziel. and he got to the goal eventually. Aber unterwegs zu diesem Ziel kam noch einmal ein Problem in sein Leben. But on the way to this goal, there were quite a few situations. Ihr kennt vielleicht die Geschichte. In der Zwischenzeit hatten sich 400 Männer um David geschart. There were about 400 men who surrounded David, 400 Freunde 400 friends, und sie waren unterwegs and they were on the road. out on the road, yeah, thanks. Sie wohnten damals in Ziklag, And they were in Ziklag, das ist eine Stadt. as a state, as a city, Und als sie unterwegs waren, fielen die Amalekiter in Ziklag ein. and as they were on the road, the Amalekites came in, the Amalekite came against them. Yes. Und sie haben Ziklag zerstört. They destroyed Ziklag, Sie haben alles geraubt. they robbed everything, Frauen, Kinder, Besitz, alles weg. they took the wives, the children, everything. Und alles zerstört. They destroyed everything. Und David kam mit seinen 400 Freunden zurück in die Stadt. And David came with his 400 friends back into the city of Ziklag. Sie hatten keine Ahnung, was ist mit unseren Familien. They had no idea what's happened to my family. Alles kaputt, Everything is finished. alles zerstört. Everything's destroyed. Das muss eine große Not gewesen sein. That must have been a terrible situation. Alle hatten alles verloren. Everybody had lost everything. Und die 400 Freunde von David, And the 400 friends of David, die haben gesagt, they said, du bist unser Anführer. Du bist schuld an der ganzen Situation. you are the one, because of you this has happened. Und die Bibel sagt, sie haben Steine aufgehoben They were ready to stone him. und wollten ihn steinigen, genau. Sie haben Steine aufgehoben und sind zu David gegangen in der Absicht, ihn zu töten. Yes, they were ready to stone him. Also David war in einer großen, schrecklichen Not. David was in a very bad situation. Da war immer noch der König, der ihn verfolgte. The king, Saul was still seeking for him. Und jetzt diese Situation, Now this unsettling situation. die Freunde mit den Steinen unterwegs His zu own ihm. friends were going to throw stones. Was hat David gemacht? What did David do? Wir würden alle verstehen, wenn er gesagt hätte, We would understand if he had said, ja, wir würden alle verstehen, wenn er gesagt hätte, Gott, wenn du ein Gott der Liebe bist, you're a God of love, Lord. warum ist das dann geschehen?
Why did this happen, Lord? Warum hast du das zugelassen? Why did you let this happen, Lord? Gott, warum gerade ich? Why me? Immer ich. Always me. Gott, du hast diese und jene Verheißung gegeben. Wo ist es jetzt? You gave us all these promises. Where is that now? Wir würden das alle verstehen, wenn David so reagiert We hätte. would have understood if David had said this. Und da sind immer noch die 400 Freunde mit den Steinen unterwegs zu And ihm. his 400 friends ready with the stones. Und was hat David gemacht? What did David do? Ihr habt es schon gelesen. We read, David aber stärkte sich in Jahwe, seinem Gott. David strengthened himself in Yahweh, his God. Das hat er gemacht. Er hat sich selber gesagt, siehe da, dein Gott. He said, look, there you are, my God. Er hat weggeschaut von den Problemen. He looked away from the situation. Er hat seine 400 Freunde nicht angeschaut, He didn't look his 400 friends, sondern er hat sich auf seinen Gott but he ausgerichtet. looked towards the Lord. Und erstaunlich ist, die Situation hat sich sehr schnell verändert. And the amazing thing was that the situation changed very quickly. Die Freunde haben die Steine fallen gelassen. The stones from his friends fell to the ground. Was wäre geschehen, wenn David entmutigt geblieben wäre? What would have happened if David had stayed discouraged? Wenn er die Freunde angestarrt hätte, statt sich auf Gott auszurichten, When he hadn't looked towards the Lord for his strength? dann wäre vielleicht die Geschichte von David hier zu Ende gewesen. Maybe that would have been the end of David. Aber er hat sich entschieden, siehe da, dein Gott. But he's decided in his heart, look at Es ist eine Entscheidung, es ist deine Entscheidung, deine Entscheidung. your decision. Wohin willst du schauen? Where are you going to look? Ein drittes Beispiel, ganz kurz. Third example, just quickly, Ein Beispiel, das ihr alle kennt. that you all know, an example, Und zwar geht es hier um Hiob. and it's about Job. Habt ihr schon gehört von Hiob? Have you heard of Job in the Bible? Hiob war ein sehr reicher Mann. He was a very rich man. Er hatte alles, was man sich He wünschen had konnte. everything you can imagine, Und er hat alles verloren. and he lost everything. Und er wurde sogar unheilbar krank. And he was unhealed. He was not able to be healed from his diseases. Wie hat Hiob reagiert? How did Job react? Zuerst hat er mal Gott die Schuld gegeben. First, he did give the blame to God. Er hat gesagt, der Herr hat Oh, es no, gegeben. He didn't. Sorry, he didn't give the blame to God. Doch, doch. Er Er, hat. er hat Gott die Schuld gegeben. Ja, ja, okay. Er hat Gott die Schuld gegeben. Hiob hat gesagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Ah, yeah. He said, the Lord. Yeah, it's true. But I don't want to translate. Only the Bible. I don't translate heresy, brother. No. Yeah, is that? Sorry. What did you say? Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen. Yes, the Lord gives and the Lord takes away. Aber wenn man das Buch Hiob liest, dann sieht man, das war gar nicht der Herr, der alles genommen hat. But when we read the book of Job, we realize that it wasn't God that took everything away. Das war der Teufel, It was the devil. der auch dich und mich immer wieder unten halten will. He was the one that keeps us down. Das ist nicht die Handschrift Gottes. It's not the hand of God. Aber die Not, in der Hiob war, die war riesig. Alles verloren. But what he lost was absolutely amazingly big. Die Kinder tot, His own kids dead. alles auf einen Schlag tot. On one hit, they were all gone. Ganzer Besitz weg All of his wealth, und unheilbar krank. and he was terminally ill. Also eine schlimme Not. Schrecklich. Dann war auch noch seine Frau gegen ihn. And even his wife was against him. Und da saß Hiob And there Job was sitting, und die Bibel sagt, dann kamen 3 Freunde zu ihm. and Job had 3 good friends who came to him, Und die haben gesagt, and they said, irgendwo musst du schuld sein, dass das you passiert ist. must have some hidden guilt that this has happened to you. Und Hiob hat gesagt, And Job said, kann nicht sein, weil ich bin
sehr gerecht. And Job says, this can't be because I'm righteous. Er hat sich, die Bibel sagt, er hat sich für gerechter angeschaut als Gott. He actually felt that he was more righteous than God. Und die 3 Freunde haben mit ihm geredet, And the 3 friends spoke to him. die suchten Schuld, They said, you must be guilty somewhere. die wollten ihn irgendwie korrigieren And they wanted to correct him. und Hiob hat widerstanden. And, Hiob had Widerstanden. They stood against him. Yes. Yes, they stood against him. Und dann war aber eben noch ein 4. Freund. And then there was a 4th friend. Der ist am Anfang gar nicht erwähnt worden. Das war ein junger Mann. This was probably a young man. Die anderen 3 waren alte Männer. The other 3 were all old men like me. Like Peter and me, yes. Und dann hat der Junge geredet. Der Junge hat gesagt, And the young man said, ich hatte gedacht, dass was die Alten sagen, sei weise. I thought that what the old people would say would be wise. Aber das stimmte gar nicht. But it's not actually. Und dann hat er gesagt, mein Herz ist voll von Worten. My heart is full of words. Mich drängt der Geist, der in mir ist. The spirit that is within me. Yeah? Drängt mich. It pushes me. Und dann hat er geredet. And then he spoke. Und der junge Mann hieß Elihu. And the young man was called Elihu. Und Elihu heißt übersetzt And that means translated Gott selbst. God. Wirklich heißt die Übersetzung von Elihu Gott selbst. God himself. Oder eine andere Übersetzung, mein Gott ist er. My God is. Das ist die Übersetzung vom Namen Elihu. That's the meaning of Elihu. Und Elihu hat 6 Kapitel lang zu ihm geredet. And for 6 chapters, Elihu was speaking to Job. Und wenn man diese 6 Kapitel komprimieren würde auf eine Aussage, And if you would put all these 6 chapters together in one saying, dann könnte man sagen, hat Elihu zu Hiob gesagt, Elihu had said to Job, wer weiß es, who knows what that word would be? er hat gesagt, siehe da dein Gott. Look at your God. Siehe da dein Gott. Look Das, at your God. das war ein wirklicher Freund. He was a real friend. Er hat ihn auf Gott hingewiesen. Schau mal, so ist dein Gott. Pointed him towards his God. Und Hiob konnte in der Not, im Problem, in der Schwierigkeit, And in the difficulties, in the problems, schaute Hiob auf Gott. Job looked towards the Lord. Und er erkannte, wie Gott wirklich ist. And he knew who God really was. Kannst du die nächste Folie? Dann hat er gesagt, vom Hörensagen hatte ich von dir vernommen, aber nun hat dein Auge mich gesehen. I have heard of you by the hearing of my ear, but now my eye sees you. Und auch hier das Faszinierende bei Hiob, als er Gott erkannte, wie er wirklich ist, As Job saw who God really was, hat sich in kurzer Zeit seine Situation verändert. suddenly his problem became solved. Und er hat doppelt so viel bekommen, wie er vorher hatte. He became twice as much as he had lost. Doppelt so viel, wie er vorher hatte. Double as much as he lost before. Und man sagte, die Zeit des Leidens von Hiob And they say that the time of Job's suffering war 9 Monate bis ungefähr ein Jahr lang. was maybe 9 months towards a year. Und anschließend, sagt uns die Bibel, lebte er noch 140 Jahre lang. But after he was finished with all of this, he lived for another 140 years. Siehe da, dein Gott. Look at your God. Wenn wir auf ihn schauen, When we look towards him, wenn du auf ihn schaust, when we look towards him, mitten im Problem, in the middle of the problem, mitten in den Schwierigkeiten, middle in the difficulties, mitten in der Krankheit, the middle of the sickness, dann wirst du das Eingreifen Gottes erleben. and then you will experience how God comes in. Das hat David auch gesagt im Psalm 25, 15.
And David said in Psalm 25:15, 25:15, da sagt er dasselbe, er sagt, meine Augen sehen stets auf den Herrn, my eyes look towards the Lord. denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Well, he will deliver my foot from the net. Er hat nicht gesagt, meine Augen sehen stets auf das Netz. I'm not looking at the net that has bound my foot. Aber viele Christen machen das eben. But many of us look at the net that's round our Sie schauen foot. nur auf das Netz We're looking at the net that's round our foot. und hoffen, dass Gott irgendwann eingreift. And we hope that someday God will move and change the situation. Aber Gott kann nur eingreifen, wenn wir auf ihn schauen, God can only move in when we look towards Him. den Anfänger und Vollender des Glaubens, He's the beginner and the finisher of das Wort Gottes, the Word of God. und so Glaube in unser Herz hineinkommt. And that faith comes in our hearts. Und dieser Glaube ermöglicht es, Gott einzugreifen. Enables God to come down into our situation and move. Vielleicht ist für viele das jetzt ein bisschen abstrakt, wenn man sagt, siehe da dein Gott. Maybe some of you find that fairly abstract. When we look towards God, Weil Gott ist ja unsichtbar. because you can't see God with your eyes, physical eyes. Genau, wir können ihn nicht sehen. We can't see Him. Wo können wir Gott sehen? Where can we see Him? Hat jemand eine Idee? Wo kannst du Gott sehen? Has an idea? Matthias hat eine Idee. In Jesus, er hat ja gesagt, wenn ihr mich anschaut, dann gut, Jesus ist ja Und wo kannst du Jesus sehen? in der Bibel. In der Bibel, genau. Im Wort Gottes können wir. See Him in the Bible. In der Bibel haben wir die Offenbarung unseres Gottes, seines Wesens, seines Charakters, seiner Namen. In the Bible, we have the revelation of His name, of His life, Wollt ihr noch His truth. einige Selbstoffenbarungen Gottes anschauen? Oder wollt ihr lieber hier aufhören? Would you like to look at some of these revelations? Wollt ihr noch so einige Aussagen, wie Gott ist, anhören? Let's look at what. Yeah, who God is. Let's look at a few of the examples. Yes, please, brother. Weil in der Bibel zeigt uns Gott, wie er ist. In the Bible, it tells us how God is. Kannst du die nächste Folie? Der erste Punkt, den wir anschauen wollen, ist, Gott will uns ein Vater sein. He wants to be a father to us. Er will dir ein Vater sein. He wants to be your father. Er will eine Vater-Kind-Beziehung haben mit dir. He wants a father-son relationship. Und als Jesus gestorben ist und auferstanden ist, And as Jesus was crucified and then rose up from the dead, dann sind nach seiner Auferstehung sind Frauen ans Grab gekommen after his resurrection, there were some women came to the grave. und Jesus hat ihnen gesagt, ich fahre auf zu meinem Vater, Jesus said, I will travel towards my Father now. und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit And in the first time in the whole history of humanity, hat er gesagt, und zu eurem Vater. and I will go to your Father. Das gab es vorher nicht. Before, that wasn't possible. Vorher hatten wir nur Gott im Himmel. Before, we only had the Father in the Himmel. Und seit Jesus gestorben und auferstanden ist, But since Jesus was crucified and rose again, ist der Gott im Himmel, is that Father in heaven. ist zu deinem Vater geworden. He has become your Father. Seitdem Jesus gestorben und auferstanden ist. Since Jesus was killed and rose up. Und wenn du vielleicht einen abwesenden Vater hattest, And maybe you had a father who was not often at home. oder du hast vielleicht ein schlechtes Vaterbild, Or maybe you have a very bad view of fathers. dann siehe da dein Gott, Look towards your God, der Vater im Himmel. the Father in heaven. Schaue den Vater im Himmel an. Look at the Father in heaven. Es gibt viele Bibelstellen, die den Vater im Himmel zeigen. There
There are so many passages that point us towards the Father in heaven. Matthäus 7, Vers 11. Wenn nun ihr, die doch böse seid, In Matthew it says, when you are just bad, ordinary people, wenn nun ihr, die doch böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater in den Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. when you as earthly fathers just you give good things to your children, how much more would the Father in heaven give good things to those who ask Him? Wie viel mehr, wie viel mehr. How much more? Das ist der Vater im Himmel. Oder alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk kommt von oben herab von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch ein Schatten infolge von Wechsel. Every good and perfect gift comes from above, from the Father of lights, where there is no change and there is no shadow in Him. Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk. All good things and every complete and perfect gift. Das, was auch du gut und vollkommen anschaust. That's what you want. Krankheit Sickness ist nicht gut. is not good. Die kommt nicht von Gott, sondern vom Doesn't come from Teufel. God, it comes from the devil. Und trotzdem gibt es Christen, die sagen, ja, Krankheit kann auch gut sein. And there are many Christians who say, no, sickness is good. Alle gute Gabe und alles vollkommene Geschenk, das, was auch du als gut und vollkommen anschaust. Everything that you think that's good and perfect comes from God. Nächste Folie. Ein Name Gottes, Yahweh Shammah. Habt ihr das auch schon gehört? One of the Yahweh names of Shammah. God is Yahweh Shammah. Also wenn du dich einsam, verlassen, allein fühlst, When you feel alone, das ist ein Name, wie Gott sich vorstellt. Ich bin Yahweh Shammah, der Herr, der hier ist. this means that the Lord that is here. Er nennt sich so. He's called it that. He's called that name. Ich bin der Herr, der hier bei dir ist. I am the Lord that is by with you. Auch wenn du vielleicht nichts fühlst. Even when you don't feel it. Wenn du einsam bist, When you feel alone. dann siehe da dein Gott. But look towards your God. Yahweh Shammah. Yahweh Shammah. Ich will meine Hand gewiss nicht von dir abziehen und dich sicherlich nicht verlassen. I will not take my hand away from you and not leave you alone. Du bist nie allein. You're never alone. Du bist nie allein. You're never alone. Du wirst ihn nie los. You're, Er hat das versprochen. he promised these things. Und auch den Heiligen Geist nicht. Johannes 14, 17. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er in Ewigkeit bei euch sein. And it also says in John 14 that when the Spirit of truth comes, he will always be by you. In Ewigkeit bei dir. By forever. Wenn dieses Leben fertig ist, When Jesus' life was finished, er ist immer noch bei dir. he is immer noch. Der Heilige Geist, He is immer Jesus noch present. sind immer noch bei dir. He's always by you through the Holy Spirit. Ein weiterer Name Gottes, wie er sich vorstellt, Another name of God, Yahweh Rapha, der Herr mein Arzt. Yahweh Rapha, the Lord my doctor. Ihr müsst euch vorstellen, er nennt sich so. He calls himself this. Er nennt sich so, ich bin der Herr, dein Arzt. I'm the Lord your doctor. Nicht der Herr, dein Krankmacher. Not the Lord that makes you sick. Und in Jesus hat er alles gemacht, And in Jesus he did everything that we need. damit du gesund und heil sein kannst. That you can be healthy and blessed. Wenn du mit Krankheit zu tun hast, kämpfst, When you fight against against sickness, dann siehe da dein Gott. look towards your God. Es gibt viele Bibelstellen, die das aussagen. There are many passages in the Bible. Wir schauen nur eine ganz kleine Auswahl an. We're only looking at a small sample of Denn the Bible passages. der nächste Name Gottes, den kennt ihr wahrscheinlich auch, El Shaddai. Another name Habt ihr auch of schon God is gehört? El Shaddai. So eine wunderschöne
Wunderschöner Name What a wonderful Gottes. name that is. Gott ist mehr als genug. God is more than enough. Er hat nicht gerade so knapp genug, He hasn't just got enough. sondern viel mehr. He's got much more. Viel mehr als du brauchst. Much more than you need. Philipper 4,19. Philippians 4:19. Mein Gott aber wird all euer Bedürfnis, My God will supply all your needs. Mangel Your needs, oder Verlangen, your desires, dann steht, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit erfüllen in Christus Jesus. through his riches in glory are full in Jesus Christ. All deine Bedürfnisse All of your needs nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. after his riches in glory. Nicht nur gerade so knapp, Not just making. sondern im Überfluss nach seinem Reichtum in Herrlichkeit. The abundance of glory. Er will dir Gutes tun. He will do good things. Das steht in Jeremia 32, 41 bis 42. Jeremiah 32, 41 to 42. Da steht, dass dieser El Shaddai Gott und ich werde mit ihnen einen ewigen Bund schließen. I will make a new covenant with them. An eternal covenant. An eternal covenant. Dass ich mich nie von ihnen abwenden werde. That I will never turn away from. Da haben wir das wieder. Er wird in Ewigkeit bei dir sein. That we will be forever with you, Lord. Also nie abwenden, sondern ihnen Gutes tun will. So not turn away, but will do good things towards them. Und jetzt hört gut zu. Das sagt Gott. And God Das said sagt Gott. this, Es wird mir eine Lust sein, ihnen Gutes zu tun. and it will be God's desire to do good things for us. Wow. Habt ihr das verstanden? Have you understand that? Und es hat euch nicht aus den Socken gehauen? And it didn't surprise you this? Die meisten haben keine Socken an, okay. We don't have this so much anymore. Das ist unser Gott. That's our God. Ein anderer Name Gottes, den kennt ihr alle auch, ist Elohim, Another name for God is Elohim, der Schöpfergott. the Creator God. Er hat alles gemacht, He did everything. das Universum. He made the universe. Unser Gott ist ein riesiger Gott, Our gewaltig. God is a mighty God. Und dieser Gott, dieser gewaltige Gott, sagt in Römer 8, 31 und 32, In Romans 8, 31 to 32. ist Gott für uns. If God is for us, Wer mag wider uns sein? who can be against us? Ist er für uns? Is there for us? Yes. Yes. Ist Gott für uns? Wer mag wider uns sein? If God is for us, who can be against us? Stellt euch das mal vor. Can you imagine? Und wie denken wir in unserem Alltag? And how do we think in our everyday life? Wenn dieser Gott für dich ist, If this God is for you, der das Universum geschaffen hat, that created this universe, wer könnte gegen dich sein? who can truly be against you? Und dann steht im Vers 32, In verse 32, er, der seines eigenen Sohnes nicht verschont, that he that did not spare his own son, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. but gave him for us all. Also er hat sein Bestes gegeben, He gave his very best, sein teuerstes. his most expensive. Dann sagt er, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles geben? How should he not then also give us everything we need? Also er will uns Gutes tun. He Er wants will, to do us good. er will dir Gutes tun. He wants to do good. Dieser gewaltige, große Gott. This amazing, wonderful God. Und die letzte Stelle, die wir anschauen, And the last Bible passage ist auch ein Name Gottes. It's another name of God. Kennt ihr den? Yahweh Nissi. Yahweh Nissi. Der Herr mein Siegeszeichen, mein Banner. The Oder der Herr, Lord is my victory, my banner. der Herr ist mein Sieg, genau. Und in 1. Korinther 15, 57 In 1 Corinthians steht, 15:57.
Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Thank God that gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Du hast den Sieg. You have the victory. Du hast den Sieg. You have the victory. Du hast den Sieg über deine Probleme, Schwierigkeiten und Nöte. Your difficulties, your problems, your situations. Siehe da, dein Gott. Look at your God. Schau Jahwe Nissi an. Look at Yahweh Nissi. Und dann steht in Römer 8, 37, Romans 8:37. aber in diesem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. But in all of these things, we conquer above all things because of Him who loved us. Da steht im Griechischen, überwinden wir weit, steht das Wort Hypernikao. In Hypernikaio. Da steht, bin gespannt, wie das übersetzt. Das wörtlich übersetzt heißt es, du bist ein Übersieger. You are you're more than conqueror. No, Ja. you're extra. Extra. Also ein Übersieger. More Du bist than a ein victor. Übersieger, More than a victor. wenn du auf Jesus schaust. When you look towards Jesus. Wow. Und die Folge dann ist natürlich Philipper 4,13. Alles vermag ich durch den, der mich stark macht. I can do all things through Christ who strengthens me. Alles, Everything. alles. Everything. Sie wartet Ingrid. Es ist unser Gott. Siehe da, dein Gott. Look towards your God. Und wenn du schlaffe Hände, wankende Knie hast, verzagten Herzen bist, When you have weak hands, weak knees, and you're fearful heart, dann schau auf diesen Gott. then look towards your Führe dir solche Bibelstellen vor Augen. We should look at these Bible passages. Schaue weg von deinen Problemen. Look away from your problem. Auf diesen Gott. Look towards this Jesus. Aber But es ist deine Entscheidung. it's your Es decision. ist deine Entscheidung. It's your decision. Die nimmt dir niemand ab. Nobody else can do that for you. Du kannst dich entscheiden, will ich das? You have to make that decision. I will do that. Und wenn ihr wollt, zum Schluss, And right at the end, dann können wir, wenn ihr das auch wollt, stehen wir auf und stand up wir legen uns fest, and we decide to make a proclamation. ich will meinen Blick auf dich richten. I will look towards you. Ich will wegschauen von meinen Problemen. I will look away from my problems. Ich will wegschauen vielleicht von der Politik. I will look away from the politics. Ich will wegschauen von meiner Krankheit. I will look away from my sickness. Ich will wegschauen von meiner Sünde, die mich immer wieder einholt. I will look away from my sin that always seems to come against me. Und ich will auf meinen Gott schauen. And I will look towards my God. Wenn ihr das auch wollt, dann lade ich euch ein, legt euch fest jetzt. I will invite you. Trefft eine Entscheidung. Make a Sagt es jetzt unserem Gott. my God. Ich will ab jetzt auf dich schauen, nicht mehr auf die I Probleme. will look towards you, not towards my problem. Und wir können einfach zusammen laut uns entscheiden, And we can make mit lauten Stimmen, die das a loud wollen. proclamation. Und ich bete dann zum Abschluss. And I'm Yes, Lord. Ist gut, ja. Turn your eyes upon Jesus. And the things of earth will grow Halleluja, Jesus. Jesus. in the light of His glory and
Turn your eyes upon Jesus. Turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory. Halleluja, danke Jesus. Danke Jesus. Und ich möchte noch die Frage stellen, ist vielleicht jemand hier in unserer Mitte, der sagt, ich habe diesen Jesus, diesen wunderbaren Gott noch gar nicht in meinem Herzen. Ich habe ihn noch gar nie eingeladen. Ich kenne ihn noch gar nicht persönlich. Ich habe noch gar keine Vater-Kind-Beziehung mit diesem Gott, mit diesem Vater im Himmel. Und ich möchte ihn kennenlernen. Ich möchte heute diesen Gott kennenlernen. Wenn jemand da ist, dann kommt doch anschließend einfach auf mich zu. Dann können wir zusammen diesen Schritt gehen, wenn jemand da ist und das möchte. We'd like to do this step with you today.